Ein älterer Herr ist zum Arzt gegangen, zum Gesundheitscheck. Und nach einer Weile schaut der Arzt ihn ganz besorgt an und sagt: Sie, Herr Müller, Ihr Puls geht reichlich langsam. Da erwidert der Herr Müller ganz locker: Das macht nichts, Herr Doktor, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Das ist ein schöner Ausspruch eigentlich. Eigentlich etwas, was zum Fremdwort geworden ist in unserer Gesellschaft. Wann hast du das letzte Mal einfach reichlich Zeit gehabt? 1 Stunde, 2 Stunden, es ist dir nicht darauf angekommen. Ich bin darum Fan von Gemeindefreizeiten, von Weekends, von Camps, wo man miteinander unterwegs ist und wo ich immer wieder erlebe, wie die Menschen dann Zeit haben füreinander. Und wie sie Beziehungen neu wahrnehmen und sagen: ich habe da jemand Neues kennengelernt oder dort jemand einfach neu schätzen gelernt, weil man in Kontakt gekommen ist, weil man Zeit gehabt hat miteinander. Und wie Leute oft auch, gerade in Camps oder Freizeiten, Gottes Reden und Gottes Wirken viel anders wahrnehmen. Viel intensiver. Ist klar, weil sie außerhalb von ihrem gestressten Alltagssetting ihren Lebenspuls mal runterfahren können. Und dann automatisch offen werden fürs Reden von Gott, für sein Wirken. Viele Probleme, die wir in unserer Gesellschaft, in unserer Familie, in unseren Ehen haben, rühren daher, dass wir zu wenig Zeit haben fürs Miteinander. Das jüngste Buch von dem Guy Bodemann, renommierter Paartherapeut, das heißt "Bevor der Stress uns scheidet". Und er schreibt: Unsere Studienergebnisse und meine Berufserfahrungen in der Paartherapie zeigen, dass viele Paarbeziehungen an chronischem Alltagsstress zerbrechen. Stress zerfrisst Partnerschaften. Und jetzt müssen wir aufpassen. Schleichend und lange Zeit unbemerkt. Oft, bis es zu spät ist. Liebe Ehepaare unter euch, unter uns, habt ihr das gehört? Stress, zu wenig Zeit haben, das ist etwas Schleichendes, was sich so unbemerkt festmacht in unseren Alltagsbeziehungen. Und wenn man es dann merkt, ist es dann plötzlich oder kann es plötzlich zu spät sein. Und um das zu ändern, braucht es viel einen grösseren Aufwand, als wenn man vorher schon gut miteinander planen würde. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Weil es gibt 1000 Millionen von Heuschrecken, die eure Zeit werden auffressen. Und darum sage ich auch Ehepaar immer mehr oder immer häufiger, das geht bis zur Sexualität, tönt auch den Sex einplanen in eurer Agenda, in eurem Wochenkalender. Weil da gibt es Monster, da gibt es Elefanten, da gibt es Bären, da gibt es Leuen, Hunderte, Tausende und da gibt es noch 2, 3 Kinder, die eure Zeit werden auffressen, gnadenlos. Und wenn man dann nicht sorgfältig mit der Zeit umgeht, dann geht einem die Zeit einfach aus. Und das, was eben in der Familie oder in der Ehe abspielt, das kann man ganz gut, oder die gleichen Mechanismen laufen in einer Familie und auch in einer Gemeindefamilie ab. Das sind genau die gleichen Mechanismen, dass man mangelnde Zeit hat, Stress verursacht, dass man nicht mehr so viel miteinander schwätzen kann, Probleme nur noch ganz an der Oberfläche irgendwie benennen und dann staut sich das so mit der Zeit an. Und durch das hat man dann auch weniger Quality Time, wie man so schön sagt. Die geht automatisch zurück. Und als drittes nachher, die dritte Folge ist dann, das ist wie ein Teufelskreis, wie eine Abwärtsspirale, dass dann die positiven Erfahrungen und Erinnerungen miteinander, die ein Wir-Gefühl aufbauen kann, dass die positiven Erinnerungen, die nehmen ab und plötzlich ist man ausgehöhlt. Dass Partner sagen, ich habe keine Lust mehr. Dass Leute sagen in einer Gemeinde, ich habe keine Lust mehr auf Gemeinde. Auch das ist mir schon zu Ohren gekommen. Ich habe nicht mehr verloren. Man hat sich auseinandergelebt. Wie stellt sich Gott uns Miteinander vor? In der Theorie ist es ganz einfach. Für ein wohlwollendes und ein gutes Miteinander
braucht es einfach Zeit. Und ich glaube, auch die andere Seite der Theorie ist uns klar, dass Gott ein Gott ist, der viel Zeit hat mit den Menschen. Da könnt ihr Bibelgeschichten anschauen. Der Mose zum Beispiel. Gott hat viel Zeit gehabt mit ihm, eine Wegstrecke zu gehen, ihn zu verändern, ihn zu prägen, 80 Jahre lang, bis er dann ihn hat können brauchen, dass das Volk Israel hat können aus der Wüste, aus der Wüste in Ägypten rausführen. Gott hat viel Zeit. Gott ist ein grosszügiger Gott. Gott geht grosszügig mit seiner Zeit mit uns um. Und so, wie er mit uns umgeht, so ist sein Wunsch, dass wir auch miteinander umgehen. Dass, wie er mit uns umgeht, dass sich das widerspiegelt auch in unseren Beziehungen, in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie. Die Bibel sagt dazu, Römer 12, 10 bis 16, wunderbare Passagen, die ich euch vorlesen möchte. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Wow, übertrefft euch! Das klingt so fast wie nach einem Wettbewerb. Wer kann mir die besten Komplimente nachher geben, nach dem Input heute Morgen? Ja, machen wir einen Wettbewerb. Ich tue dann das bewerten. Und das hat auch mit dem Heiligen Geist zu tun, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Da steckt viel Zeit drin. Hört ihr das? Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Das kann man nicht einfach in 5 Minuten planen. Jemanden trösten. Das kann manchmal ein halbes Jahr gehen, bis jemand Trauer überwunden hat. Das kann man nicht programmieren. Das braucht Zeit. Wer möchte das nicht erleben, was da beschrieben ist, wo der Paulus da schreibt, wie unser Miteinander aussehen soll? Wer möchte das nicht? Für mich gibt es so 3 Zugänge zu dieser Erfahrung, die da beschrieben ist. Das erste, du kannst es nur erleben, wenn du in einem Beziehungsnetz bist, wo du deine dicken Freunde regelmäßig triffst. Der Sonntagsgottesdienst, so wie wir ihn hier pflegen, der ist viel zu viel unverbindlich. Es braucht in deinem Leben irgendwo einen Anker. Eine Kleingruppe, eine Dienstgruppe, eine Interessengemeinschaft, eine Hausgemeinschaft. Irgendwo, wo du deine Freunde regelmäßig triffst und wo du kannst austauschen und wo du kannst auch empfangen und geben. Irgendetwas von dem, was ich aufgezählt habe. Was es auch immer ist, was in dein Leben hineinpasst. Aber es braucht neben dem Gottesdienst, Sonntagmorgen oder wann auch immer der stattfindet, etwas Regelmäßiges, wo du ganz persönlich kannst austauschen, wo du kannst empfangen, aber auch kannst etwas weitergeben. Ob das jetzt wöchentlich ist oder ob das monatlich ist, spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass es regelmäßig ist. Ein Pastor hat erzählt, wie eine Frau zu ihm gekommen ist, die gesagt hat, ich finde einfach keine Kleingruppe. Niemand hat Zeit, wenn ich Zeit habe, und niemand hat die Interessen, die ich habe. Dann hat er gefragt, ja, was sind denn deine Interessen? Dann hat sie gesagt, ja, ich bin Hundebesitzerin und Hunde, das ist mein Hobby. Ja, hast du auch Freundinnen, die Hundebesitzerinnen sind? Und könntest du dir vorstellen, mit denen dich zu treffen? Dann sagt sie, ja, ich müsste es probieren. Und sie hat dann ihre Freundinnen, die Hundebesitzerinnen waren, eingeladen und ein Teil von denen ist gekommen. Und sie hat angefangen, mit denen über Gott zu reden, Bibel lesen und dann ist eine Hundebibelgruppe entstanden. Ist doch schön. Dann gehen sie miteinander spazieren mit ihren Hunden und dann gehen sie zu jemandem heim und können einen Kaffee oder einen Tee trinken und dann über die Bibel, über den Glauben, über ihr Leben austauschen. Wie kann das grosszügige Miteinander aussehen in unserer Gemeinde, in unseren Familien? Eine weitere Bibelstelle aus dem Hebräer 10, 24. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig,
dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und dann geht es ja noch weiter, besonders dann, wenn wir ja wissen, der Tag, wo Jesus kommt, kommt näher. Oder man könnte auch sagen, besonders in Zeiten, wo man merkt, wir brauchen einander, weil die Welt Sturm läuft, weil es an so vielen Orten brennt und letztlich auch in unserer Gesellschaft vieles eigentlich zerfallen tut. Du kannst also die Herzlichkeit, die Achtung, die Liebe, wo da der Paulus beschreibt, so wie wir miteinander umgehen, nur erleben, wenn du aktiv in einem Beziehungsnetz ein aktiver Teil bist und den auch wahrnimmst. Ein zweiter Zugang zu dieser Erfahrung lesen wir im Römer 12, Vers 11. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und dann kommt es, dient dem Herrn. Dem Herrn dienend. Könnte man es auch übersetzen. Das Wort, das da für Dienen ja verwendet wird, das ist das Wort, das man für Sklaven verwendet hat. Die Hoffnung für alle übersetzt es eigentlich ganz treffend. Lasst euch ganz vom Heiligen Geist durchdringen. Und jetzt kommt die Stelle. Und steht Gott jeden Augenblick zur Verfügung. Hoppala. Jeden Augenblick von meinem Leben soll ich Gott zur Verfügung stellen. Das ist dicke Post. Wer hat Zeit dir geschenkt? Wer verfügt über Zeit? Du selber. Du darfst über die Zeit verfügen. Aber die Herausforderung ist, dass wir die richtig nutzen. Dass wir sie so nutzen, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Wenn wir in den Alten Bund zurückschauen, dann finden wir die Lebensregeln, die uns vermittelt wird, das Sabbatgebot. Dass der 7. Teil von unserer Zeit Gott soll gehören. Jede 7. Minute oder 14% von unserer gesamten Zeit Gott zur Verfügung stellen. Das war eine Regel oder ein Gesetz im Alten Bund. Aber mit Jesus ist eine neue Zeit angebrochen. Und da geht es nicht um den 7. Teil von deiner Zeit, sondern da geht es um 100%, wo Gott soll gehören. Jeden Augenblick, jede Sekunde. Wenn Jesus ja für dies und mein Leben gestorben ist und uns erlöst hat, uns erkauft hat, dann hat er auch die Zeit, deine und meine Zeit, uns erkauft. Dann gehört deine und meine Zeit, die wir haben, auch ihm. Und zwar ganz. Der römische Philosoph und Dichter Seneca, er hat das Zitat hinterlassen, das ihr vielleicht auch schon gehört habt. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ich sage es nochmal. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Jeder Mensch hat ja gleich viel Zeit, das ist auch eine Binsenwahrheit, aber wir sind herausgefordert, die Zeit gut zu nutzen. So, wie es Gott möchte. In der Verantwortung zu ihm, die Verantwortung zu unseren Mitmenschen, wo wir an unserer Seite haben, und in der Verantwortung auch für die nächste Generation. Hast du dich auch schon gefragt, was für ein Bild gibst du ab bezüglich Zeitmanagement deinen Kindern als Vater und Mutter? Wie nehmen sie dich wahr? Als gestresster Typ? Wie nehmen sie dich wahr als Teenie oder als Jungschi oder als Jugendleiter? Hast du Zeit? Sieht man, dass du dir Zeit nimmst für Jesus? Dass du dir Zeit nimmst für das Reich Gottes? Oder um was geht es in deinem Leben, wenn man das von außen betrachtet? Jemand hat mal gesagt, als Gott die Zeit erschuf, gab er den Afrikanern die Zeit und den Europäern die Uhr. Ja, stimmt wahrscheinlich. Wie oft schauen wir auf die Uhr, auf unseren Zeitplan? Mit allem Respekt und allem Lob für unsere Schweizer Pünktlichkeit, und da tun wir unsere deutschen Freunde einschliessen. Wie oft hat die Zeit uns im Griff? Wie oft lassen wir uns von der Zeit
unseren Ablauf, unsere Aktivitäten diktieren. Und eigentlich steht das oft ja für unseren eigenen Egoismus. Und wir sind Sklaven von unserer Zeit oder von uns selber, aber dienen nicht Gott. So wie es da heisst, wir sollen jederzeit Gott dienen. Mit unserer ganzen Zeit, die wir haben. Ich habe mich selber verwünscht oder ertappt letzte Woche, jetzt, wo vergangen ist, dass ich im Stress war, zu einem Termin, schon eine Viertelstunde spät, und ich fahre mit dem Auto an einer Autostöplerin vorbei. Und es hat geregnet, die hat nicht einmal eine Kappe angehabt, die war pudelnass. Und ich hatte keine Zeit gehabt, zum Anhalten. Nicht einmal zum Fragen, in welche Richtung willst du? Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe keine Zeit. Ich bin jetzt schon zu spät. Einen Tag später, wieder bin ich zu spät, das mal aufs Mittagessen, eine halbe Stunde das mal. Ich bin froh, dass meine Frau so tolerant ist und mir nachher nicht einen Vortrag halten tut. Und ich komme in die Tiefgarage runter und da hat der Nachbar, also das Auto vom Nachbar, der an unserer Straße wohnt, Licht. Ich denke, ja, wenn ich zum Mittagessen kann ich dem anrufen und sagen, du hast im Fall noch Licht im Auto. Ich habe es natürlich vergessen, als ich wieder zurückkomme, das Auto hat immer noch Licht. Gut, wenn ich im Büro bin, kann ich dann anrufen und dem sagen, du, dein Licht brennt noch. Und natürlich, um ins Büro, weitere Aufgaben warten auf mich, Telefon oder eine Person kommt noch und ich vergesse es total. Und am Abend kommt es mir in den Sinn, als ich wieder in die Tiefgarage reinfahre und das Auto kein Licht mehr hat. Ja. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ob ich der Einzige bin, der so Sachen erleben tut. Ich habe dann zu Jesus gesagt, ja, es tut mir leid, aber du kannst mir ja neue Gelegenheiten schenken. Und einen Tag später, der folgende Tag, bin ich im Raum Zürich und ich hatte 2 Besprechungen gehabt und zwischendrin eine längere Pause. Und ich habe mir so gedacht und habe mich darauf gefreut. Ich gehe ins Mikrorestaurant mit meinen Sachen und kann dann dort ein bisschen arbeiten, meine Sachen abarbeiten. Das ist ein schöner Moment, das geniesse ich einmal so. Im Restaurant, da stört mich eigentlich niemand und da kann ich einfach arbeiten an meinen Sachen. Und als ich unterwegs bin, kommt mir der Gedanke, hey, deine Eltern wohnen ja da 20 Minuten entfernt, geh deine Eltern besuchen. Ja, ich habe kein Argument gegen das. Ich dachte, mal, das ist wirklich dran. Und habe dann nicht so viel von meinen Sachen bearbeiten, die ich gerne hätte wollen. Vielleicht tönt das ganz banal für dich, aber ich glaube, die kleinen Sachen in unserem Alltag machen den grossen Unterschied. Und es heisst, steht Gott jeden Augenblick zur Verfügung. Und für die einen kann das bedeuten, im fixen Tagesstruktur, wo man drin ist, oder in dem Wochenplan, können abzuweichen, können auf den Impuls vom Heiligen Geist hören und sagen, jawohl, ich bin bereit. Manchmal ist das nur 5 Minuten, manchmal ist es eine Viertelstunde und wir denken, ich habe keine Zeit für das. Aber auf den Tag oder auf die Woche gerechnet ist ja das keine Zeit, oder? Und für den anderen kann es vielleicht bedeuten, dass er mit der Zeit oder mit der Tagesstruktur vielleicht mehr muss schaffen, damit er besser plant und sich nicht ständig verzetteln tut. Und der Hans Dampf in allen Gassen ist. Und dann zu nichts kommt. Ich mag mich gut erinnern, und das vergesse ich nicht mehr. Ich bin in den Jugendjahren mit einem Freund unterwegs, oft auf der Straße, also in der Drogenszene haben wir gearbeitet, in Zürich. Chris hat er geheißen. Und wenn man von A nach B gelaufen ist mit ihm, der 10 Minuten gedauert hat, hat man eine Stunde gehabt. Weil er hat immer wieder einen Eindruck gehabt, jetzt noch für diese Person beten zu gehen oder dort noch jemanden kennt, wo wir noch reden. Wir haben ja Leute angesprochen, sie ermutigt, aussteigen. Wir haben für sie gebetet und so den ersten Kontakt für den Ausstieg gewährleistet. Und er hat immer jemanden gesehen, immer wieder einen Eindruck gehabt. Und dann ist es eben eine Stunde gegangen, bis man dort war. Und am Anfang hat mich das wahnsinnig herausgefordert, oder beziehungsweise immer mehr herausgefordert. Und dann habe ich mal sagen, mit ihm reden, du, ist im Fall nicht immer der Heilige Geist, der dir da die Eindrücke gibt. Manchmal ist es einfach deine Seele, dein Helfersyndrom, dass du allen willst helfen. Und wenn am Punkt B
Leute auf uns warten, weil wir abgemacht haben auf die 2, dann will ich dann dort sein und nicht, dass die eine halbe Stunde warten auf mich und du dann sagst, ja, wir haben noch den Eindruck gehabt, wir haben noch den getroffen und wir haben noch für die gebetet. Nein, dann will ich zur Zeit dort sein. Für ihn war es jetzt die Herausforderung, seine Tagesstruktur ein bisschen, eine Struktur überhaupt zu geben. Und so glaube ich, wenn der Vers auf dich wirkt, Gott jeden Augenblick zur Verfügung zu stehen, das musst du eigentlich zu Gott bringen und sagen und fragen, was meinst du mit dem? Was bedeutet das für mein Leben? Und du kannst auch einen guten Freund fragen oder deinen Partner fragen, was könnte das jetzt für mich bedeuten? Jeden Augenblick Gott zur Verfügung stehen. Ein dritter Zugang, der uns zu einem neuen Zeitverständnis führt, für unser Miteinander, wo unser Miteinander verändern kann, das ist wie ein Schlüssel. Das ist Dankbarkeit. Menschen, die todkrank waren, die kurz vor dem Tod gestanden sind und wieder das Leben wie neu geschenkt bekommen, die reden ja oft von einem neuen Zeitgefühl, dass sie sagen, jetzt will ich nur noch fürs Wesentliche meine Zeit investieren. Und von diesen wesentlichen Sachen redet Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, ab Vers 14. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen und habt Geduld mit allen. Bemüht euch stets, das Gute zu tun im Umgang miteinander und mit allen Menschen. Und jetzt kommt der Vers 18. Dankt Gott in jeder Lebenslage. Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist explizit der Wille von Gott, dass wir dankbar sind in allen Lebenslagen. Egal wie es uns geht. Wenn wir danken, dann bringen wir zum Ausdruck, dass alles, was ich habe, meine Zeit, mein Leben, von Gott kommt. Und dass das ein Geschenk ist, das ich weitergeben kann. Wer sich dem bewusst ist, dass seine Zeit in Gottes Hand steht, der wird dankbar, jeden Augenblick zu leben und davon etwas Gutes tun. Weil man weiss, das Leben kommt von Gott. Und jede Sekunde, wo ich da stehe, habe ich Gott zu verdanken. Wisst ihr, ich träume von einer Gemeinde, und da müsst ihr euch jetzt im Stuhl festheben. Ich träume von einer Gemeinde, wo Grosszügigkeit ein Lebensstil oder eine Kultur wird, wo niemand mehr Mangel haben muss. Wir müssen uns mal vorstellen, wo niemand mehr Mangel hat. Egal auf was für Gebiet. Finanziell, sei das mit der Kreativität, sei das mit Zeit, sei das mit Aufmerksamkeit, mit Wohnraum. Dort, wo diese Kultur gelebt wird, passiert automatisch Kassenausgleich. Dort, wo die Kultur gelebt wird, wenn man ein Bett sucht, dann wird man ein Bett finden, wo jemand übernachten kann, weil die Häuser offen sind. Wenn jemand einsam ist, dann wird er Freunde finden, weil Menschen da sind, die grosszügig mit ihrer Zeit umgehen. Wenn jemand krank ist, dann ist jemand da, der helfen kann. Eine Kirche, die das lebt, grosszügig zu sein, wo das zur Kultur wird, dort wird niemand mehr Mangel haben. Vielleicht denkt ihr, das werden wir erst im Himmel erleben. Ganz bestimmt dann. Aber wir sollen ja ein Wohlgeruch sein von dem Himmel, von dem himmlischen Vater in dieser Welt. Und das war das, was die erste Gemeinde in Jerusalem so unterschieden hat. Dass sie da das gelebt haben. Grosszügigkeit als Lebensstil geht viel weiter als ein bisschen Geld spenden, als ein bisschen Zeit spenden. Nein, umfasst unser ganzes Sein, unseren ganzen Sinn, all unsere Talente, Interessen, all unsere Ressourcen, all unsere Häuser, all unsere Zeit und Aufmerksamkeit. Ich möchte abschließen mit dem Vers aus dem 1. Petrus Brief 4, Vers 8. Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben.
Da drin steckt viel Zeit. Denn Liebe braucht Zeit. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Wow. Wer kann über Fehler hinweg sehen? Von mir. Ist vielleicht nicht so schwierig. Ich bin ja fast perfekt. Viel schwieriger ist ja vom Ehepartner, oder? Oder von dem eigenen Kind. Von den Menschen, wo man am meisten Leben teilen tut. Über Fehler hinweg sehen. Das kann nur die Liebe. Und dazu braucht es Zeit. Zeit bringt das hervor. Seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Oh, kennen wir, oder? Schon wieder Gäste. Immer einer in einer Ehe wird immer der eine oder der andere, meistens ist ja dann einer, der einlädt und der andere, der dann klagt, oder? Der eine, der einlädt und der andere, der schafft. Also seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Und dann kommt im Vers 10 wie so eine Beschreibung, wie man Zeit eben, den Augenblick, jeden Augenblick für Gott kann einsetzen. Wie? Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Jetzt landen wir da wieder bei der Dankbarkeit. Habt ihr gemerkt? Dankbar sein. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Alle Zeit ist Gottes Zeit. Und dann schließt er ab. Gott gehört alle Ehre, alle Macht für immer und ewig. Amen. Das, was wir jetzt gehört haben, das fasse ich jetzt noch zusammen in einem Gedicht. Oder wie man auf Neudeutsch sagt, einem Poetry Slam. Ich muss noch einen Schluck Wasser nehmen vorher. Zeit füreinander. Wer hat Zeit? Wer schenkt mir ein Stück seiner kostbaren Zeit? Sie ist vergangen, weg, wir rennen hinterher, hecheln und rechnen, doch wo ist sie geblieben, die Zeit, von der alle sagen, wie kostbar sie ist, wie schön und wichtig sie ist. Sie, die Zeit, verrinnt wie im Flug, wie Wasser vor dem Bug eines Schiffes, sie zerrinnt und vergeht. Wo läuft sie hin? Wo geht sie hin? Wer bin ich? Ein Getriebener, ein Gestresster, Gehetzter, ein Gemetzel habe ich mit meiner Zeit von Termin zu Termin, vom Aldi in den Top CC, dazwischen Pipi, Piep, Piep. Wer hat mir geschrieben? Ich schaue nach auf dem WC. Wo sind nur all meine Freunde hin? Keiner hat mehr Zeit. Ich sitze vor meinem Laptop und chatte irgendwo hin. Wer hat Zeit? Ist die Zeit das Kostbarste unter allem, so ist Zeitverschwendung die allergrößte Verschwendung. Ein Zitat von Benjamin Franklin. Was machst du mit deiner Zeit? Lässt du sie dahin? Die Zeit ist uns gegeben, Tag und Nacht, der Morgen, der Mittag, der Abend, der Himmel gab uns ein Raster. Alles hat seine Zeit. Weinen, lachen, klagen, tanzen, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren, wegwerfen, lieben und hassen. Alles hat seine Zeit. Sie, wo ist sie geblieben? Die Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, um zu warten, um auszuharren. Die Zeit, sie eilt. Nein, wir haben die Zeit geteilt in Stunden, Minuten und Sekunden. Dabei würde die Zeit auch viele Wunden heilen. Ich lade dich ein, einen Moment zu verweilen. Ein Leben in Zeiten voller Schnelllebigkeit, ein Leben mit Höchstgeschwindigkeit. Wir hängen am Zeiger an einer störrischen Uhr. Sie läuft endlos und stur, gnadenlos vorwärts, niemals zurück. Was hält dich am Leben auf der Suche nach dem zeitlosen Glück? Die Zukunft kommt auf uns zu. Wir haben keine Zeit zu rasten und rosten, doch mit dem Blick auf unsere Uhr fixiert auf dem Zeiger in panischer Angst, wir können die Lorbeeren unserer Zeit verpassen und hasten vorbei an so leeren Menschenseelen. Die Zeit. Sie ist uns gegeben als Geschenk vom Geber aller Gaben, der außer Raum und Zeit seine Uhr hat gestellt, der Anfang und Ende ist, an dem sich Alpha und Omega misst. Nimm die Zeit als Geschenk.
Die Zeit, die wir verschenken, ist die Zeit, die Gott uns gab. Warte nicht bis zum Grab, sondern bleib stehen beim nächsten Menschen. Schenke das, was ist dir gegeben. Mach es so, wie der große Zeiger an unseren Küchenuhr. Plötzlich blieb der große Zeiger beim Kleinen stehen und sagt, jetzt haben wir endlich Zeit füreinander.